SAO Re Holo Fragmente. Ja, so ungefähr zumindest. Hallo Freunde, willkommen zurück. Wieso gehe ich jetzt da raus? Keine Ahnung. Zu diesem eben jenen Spiel. Ja, servus. Ihr geht da rein. Wir sind hier unterwegs auf Ebene, keine Ahnung mehr. 87 stand da gerade? Könnte sein, war. Eigentlich mehr oder weniger egal, weil sowieso immer irgendwie der gleiche Ablauf ist und so. Und nicht einmal irgendwie so interessante oder spannende, aufbauende Quests gibt, die über mehrere Ebenen hinweg gehen. Ich meine, klar, wir hätten da diese seltsame Heiratsquest mit Asna oder irgendwie das mit Sonne, Mond und Sterne, da mit Lifa. Ja, aber da ging es eigentlich nicht um die Quest selbst oder um deren Geschichte, es ging ja trotz allem wieder um uns. Beziehungsweise um Kirito und sein Harem irgendwie, keine Ahnung. Also spannend waren die auch, wenn jetzt zum Beispiel jetzt wieder, ja, ich lese halt aktuell gerade den SAO Progress Manga. Aber schon mal erwähnt, dass da vor allem aus Sicht von Asuna geht und so und ja eben da halt die Ereignisse aus den früheren Ebenen sehr deutlich unter die Lupe genommen wird und im Fokus stehen und das ist eigentlich alles so echt so geil gemacht, muss man so sagen. Und eben das Wichtigste alles dreht sich noch um die Geschichte, bevor Asuna und Kirito ein Paar wurden. Nicht, dass ich irgendwie was dagegen hätte, gegen dieses Bündnis, sag ich jetzt mal. Aber es geht einfach darum, dass einfach noch, ja, sich eine Serie wie SAO, wo es eigentlich um Leben und Tod geht, quasi, dass er nicht irgendwie, ja, Liebesgeschichten oder sonst wie, sag ich jetzt mal, dass einfach quasi noch das im Vordergrund steht. Und eben auch andere Themen behandelt werden sollten. In der Hinsicht finde ich halt wirklich SAO die erste Staffel, sprich eigentlich die erste Hälfte, wo es wirklich noch um Eingrad ging, da wurde so vieles übersprungen. Ich meine, klar, man hat sich die Highlights genommen, also mehr oder weniger, einige der Highlights halt eben auch nur. Ach, da hätte man so viel mehr draus machen können, zum Beispiel jetzt aktuell mit der dritten Staffel. Wo sie doch um einiges detaillierter vorgehen und ich kann mir auch vorstellen, dass halt der Mangaka damals auch ein bisschen Angst hat, dass vielleicht viele Lesen irgendwie aufhören, irgendwie, wenn es darum geht, ja, jetzt erst einmal, es geht darum, wir sind hier im Spiel gefangen, wir kämpfen uns mal durch bis Ebene 75 und dann lassen wir die Spieler frei. Weil Kirito in God-Mode geht und Kayaba platt macht und so. Ja. Yeah. Deswegen natürlich auch umso wichtiger in der Progress-Manga und hoffentlich irgendwann auch mal eine Anime-Adaption davon. Weil jetzt SAO hat durchaus einen Hype. Also ich gerade dieses Spiel, aus mehreren Gründen. Aber ich persönlich sagen muss, ja eben, es hat halt so seine Tücken, ganz klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie sagen würde, es ist schlecht. Es ist einfach halt zum Teil etwas fade. Gut, vielleicht auch eher einen großen Teil im Fader. Ja, gut, ist hier einen großen Teil im Fader. Aber, ja, man kann sich ja arrangieren. Was ist jetzt los? Da geht's gerne weiter. Ja. Der hat 2 Löcher im Boden. Kirito, look! Auf Pitfall, hole into the nest. Ja, und ihr sollt jetzt nachgucken gehen, oder was? Sicher eine gute Idee. Jump in the hole. Don't jump in. Erstmal gucken. Warum hat es 2? Warum hat es 2? Da ist das gleiche. Geh doch hier rein, komm. Wie ich dachte, ist ein weiterer Dungeon hier unten. Tja, in diesem Falle machen wir aber weiter. Servus. Was mache ich überhaupt hier? Oder wo muss ich überhaupt hin? Ist egal. Da geht es noch einen Stock herunter. Gibt es hier denn noch irgendetwas Interessantes? Oder aber, ich werde zumindest mal, dass da irgendwie noch runtergehen könnte. Ja, da hat es wieder so ein Loch gehabt. Okay, schön. Aber langsam alles angeguckt. Jo, da hat es noch eine Truhe. Geil. Ein Rapier. Ja, da ist ein Rapier. Guck mal. Ja, ein bisschen was geht da noch.
Nicht mehr allzu viel. Tja, ene mene mu, wa? Geh mal hier runter. Jetzt scheint es ein bisschen größer zu sein. Hup. Yeah! You didn't find anything. Sword Skill! Sword Skill activated! Enemy defeated! Galomatico. Also die Dinger finde ich hier. Okay, sehr gut. Kann ich das schon aktivieren? Was macht das? Teleport? Ja, wohin ist die Frage? Teleport? Teleport raus oder Teleport irgendwo sonst hin? Mittleres Level. Wörter gibt Sinn. Das gibt durchaus Sinn, weil sonst, wie soll es denn so zurückkommen, wa? So, jump in the hole, jump in the hole. Ja, jetzt bin ich wieder unten. Sehr gut. Jetzt gehen wir wieder zurück. Okidoki. Ja, dachte mir doch, dass hier wieder etwas leuchtet. Natürlich für ihn wieder genau 1. Das war ja klar. Wenn wir sonst irgendwo nochmal so einen Spot haben, wäre natürlich nicht abgeneigt. Ein seltsames Siegel. It's time to fight! Oh yeah, it's Morphin time! Ah nee. Ja, it's time to fight klingt irgendwie nicht so cool wie, finde ich. Aber ist egal. Hast du was gegen Switchen? Danke! Oh, okay, der falsche. Weapon Bash. Enkleon Destroyer. Immerhin Level 107, also der kann schon ein bisschen draufhauen. Kirito Switch. Und ab! Level up für Kirito-kun! Kirito enters God Mode. Nee, dafür braucht er wieder seine gelben Augen, wa? Was ist mit dir los, ey? Was ist denn fucking Problem? Asuna, kannst du bitte? Dankeschön. Okay, Durchgang ist weg. Sehr gut. Hier ist sonst nichts mehr. Wie sieht's denn... okay. Kann noch komplett hier raus, wa? Special Monster Niabi. Krass. Okay. Da gehen wir nachher rein. Ich will noch ganz kurz auf die andere Seite dieser Ebene, weil ich mir doch so irgendwie dachte, hey, da ist noch was. Naja, war ja klar. So einfach geht das nicht. So, da ist er auch schon. Teleport, Teleport. Oh, jetzt bin ich ganz oben. Jetzt sagen, da bringen wir irgendwie nur ein Stockwerk runter. Hier sehen wir noch was, ne? Hier weiter unten. Seht das hier auf der Karte weiter unten? Wäre eigentlich noch etwas, aber irgendwie kommen wir da gar nicht hin. Ich komme da nicht hin. So. Wow, natürlich ein Monster gespawnt. Ja, leck mich doch, ey. Deep Impact.
Wo ist eigentlich ein Teleport Stone? Teleport Stone activated. So, da wäre er. Hier nochmal etwas. Das gleiche Spot wie vorhin. Jo, ist der gleiche. Verdammte Kacke, es ist der gleiche Spot. Wo geht's hier hin? Aua! Ah, Truhe. Einmal. Sonus Edge. Er ist gestunt. Teleport, Teleport. Ach nee, warte mal, da war falsch. Ich voll Idiot. Ah nee, stimmt. Mittlere Ebene. Das war völlig korrekt. Jetzt gehen wir da hier rein. Ja, irgendwie scheint es bei der mittleren Ebene unten noch irgendwie weiter zu gehen, aber da kommen wir offensichtlich nicht hin. Noch nicht, vielleicht ist es irgendwie anders mit dieser oder einer anderen Höhle verknüpft. Keinen Schimmer. Ist ja momentan eigentlich auch egal. Für uns ist ja klar, wir müssen hier durch. Ich bin echt gespannt, Freunde, ob ich das Spiel bis zum Release von Sword Art Online Hollow Realization durchbekomme. Wäre zumindest wünschenswert, ja. So, bist du hier Special Monster? Ja, muss er. Kenn ich doch. Gab es nicht mal so ein Bossmonster von dem, einfach halt ein bisschen größer? Das ist eine gute Idee, Asna. Myriads of Spikes. AOE Attack, er ist so weit weg, das erwischen gar nicht. Das ist nicht Neues. Das war das Special Monster. Was kriegen wir für Infos? Komplett Fangs of a Monster. Okay, die Quest fehlt noch. Was haben wir hier Schönes? Das ist was anderes. Das ist auch was anderes. Da fehlt noch eins. Da habe ich schon alle. Okay. Kristall fehlt noch einer. Aber es fehlen noch irgendwo eins und sonst machen wir das irgendwie im Schluss mal. Vermutlich offscreen, dass ich mal die ganzen Dinge, die noch fehlen, sammeln gehe. Ich vermute schon, weil sonst würde ich mich selber kotzen, ganz ehrlich gesagt. Die im Let's Play suchen zu müssen. Hä? Ich bin gerade leicht verwirrt. Wieso hat sie hier... Ist das ein Teleport-Stone? Sag mal... Ziemlich hartnäckig. Mann! Ja, bin einfach wieder tot, dankeschön. Jo, das war's. Kann man schon. Kill mich. Ja, dankeschön. Das scheiß Item-System, Mann. Oh, schon gespeichert. Dankeschön, du Scheißspiel. Ne, das Problem ist, wenn ich hier über das Menü gehe, hier anwähle, kann ich alles mit dem A-Knopf machen. Kein Problem. Wenn ich es aber über das Shortcut mache, muss ich es mit anderen Knöpfen machen. Ja, super. Und das ist die Bedienung irgendwie ganz anders. Ich meine, du kannst hier einfach normale Menü sagen, okay, A-Knopf, hast du alles gemacht, perfekt. Nee, da muss ich irgendwie anders machen. Und ganz kurz zeigen. Okay, erstmal. Normalerweise bin ich hier drüben, was? Muss ich erstmal hier rüber switchen. Dann muss ich hier auf Y gehen, was ich gar nicht geht, weil er mit dem Kampf drin ist. Aber momentan kann ich es gar nicht. Krass. Ja. Das sind so Dinge, wo ich mich immer noch hoffe, dass die bei künftigen SAO-Spielen gefixt sind, weil das hier einfach kacke.
Seht ihr? Ist einfach Kacke. Gut, das hat natürlich jetzt was anderes auf sich gehabt, hat andere Gründe. Aber trotzdem generell ist es einfach Kacke. So, das nochmal erwähnt. Sag mal, auf welchen... Auf den zielt er, aber... Okay, gut. Der Wrist Break ist active. Ja, ich habe schon eine Menge aus dafür, dass die... Na gut, was heißt hier nur 109? Die sind schon 109, würde ich jetzt eher sagen, ja? Naja, mehr oder weniger. Okay, mal ganz kurz einen Boss, quasi einen Zwischenboss-Part, dann hauen wir wieder ab hier. Denn viel gibt es hier ja eh nicht. Oder zum Glück gibt es hier nicht viel. So, nächster Sword-Skill. Man kann niemals genug Sword-Skills haben. Kann ich gar nicht stunnen. Ich konnte nicht stunnen, warum denn das? Ist egal. Wäre zwar eigentlich noch ein gutes Training für Asuna, aber... Weil man, wie gesagt, immerhin sind die 109, das heißt, die sind 3 Level über Asuna und 3 Level über uns. Also, so schlecht sind die gar nicht. Stun, ne, ist noch nicht voll. Bringt das viel? Ja, versuch's mal. Jetzt kommt der andere auch krass. Oh fuck. So. Ich höre gerade interessierte Musik zu, die ist teilweise ein bisschen anders war als original. Oh, täuscht es jetzt nur. Und vielleicht dauert auf der kaum so lange, das kann wohl raus sein. Eben noch ein Level für Asuna, also. Nicht gut. Egal. So, was sind wir jetzt? Hä? Mann. Bin jetzt gelandet. Ah, okay. Und ich habe mich schon gewundert, Freunde. Ja, muss ich einen Teleportstein nehmen, um, keine Ahnung, jetzt zu verschwinden oder irgendwie sonst hinzugehen. Ja, irgendwie sowas halt. Teleport, Teleport. Ah, war ja der Ausgang, der Eingang derselbe. Huch, sind wir schon hier. Aber ganz ehrlich, ich habe keinen großen Bock. Wenn ich ehrlich bin, gerne mal die Level hier abschließen. Die Ebenen und so, deswegen wir gehen direkt weiter. Scheiß auf die In-Jump Missions.
Mission failed. Ja und? Wen kümmert's, Alter? Da gehen wir uns hier die Treppe. Hallo, Treppe. Oh, cool, 3 Truhen. Kann vielleicht irgendwo noch was Cooles drin sein? Ja, mein Gott, so cool wird es auch nicht sein. Mission failed. Oder? Die machen nicht schlecht Damage, muss man ihnen leider zugestehen. Nein, jetzt nicht weiter. Mission failed, ja, ja. Das wäre nicht weniger. Tja, Freunde, passt hier auch perfekt zum Ende der Folge. Das heißt, wir können nächste Folge mit dem Bosskampf weitermachen. Sehr, sehr geil. Dann gelangen wir in der übernächsten Folge bereits auf Ebene 88. Alter. Ja, dann sind wir aber echt. Dann ist echt nicht mehr weit bis zum Ende. Turning Quest gerne. Fangs of a Monster. Die Zähne eines Monsters. Quest complete. Get boss information from the NPC. Von Kirby natürlich. It's Kirby time, Kirby time, Kirby time. So, Quests sind ja 3 offen, wa? Da überall noch eins irgendwie fehlt. Ja, da hat eh keinen Bock drauf. Gucken wir mal ganz kurz, was der Boss zu sagen hat. Check Current Info. Was ist denn so los hier, wa? Boss, the Radiance Eater. Speeds Cursive. Oh nein. Seltsame Säure. Use Beam Attacks und HP is low. Okay. Retreating. AOE attacks can be sealed by destroying its legs. Ja, nicht schlecht. I shall take it easy. Ja, sollten wir auch, sollten wir auch. So. Ich teleportiere mal ganz kurz zur Hollow Area. Nur zum normal. Mir kurz mal noch die offenen Dinge in Erinnerung rufen. Take Arsenal to the place with a view on the day. Das könnte man eigentlich in der nächsten Folge nach dem Bosskampf machen. Visit Liz alone, ja, Clients acquired some information, go to your room alone during the day. Das wäre natürlich dann auch etwas das nächste Mal. Aber wird vielleicht sogar automatisch ausgeführt, wenn wir wie obligatorisch den Boss platt machen, erste Ebene erreichen, zurück hier Ebene 76 gehen, uns ausruhen, wie gewohnt war. Okay, okay. Ja, und wie gesagt, wenn wir uns ab Ebene 90 wieder sagen, zurück zur Hollow Area und dann mal weiter gucken. Also ab zurück nach Ark Sophia. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Freunde, beim Bosskampf der Ebene 87. Dann, alter Schwede. Aber ab dann, beziehungsweise ab Ebene 90 müssen aber auch die Ebenen deutlich kleiner werden. Weil eben 1 Grad ist eine Festung, wir kennen die Form, wir sehen es sogar hier, oder? Ja, hier sehen wir die Form von 1 Grad. Wenn sie doch ein bisschen realistisch ist, müssen die Ebenen oben ja deutlich kleiner werden. Und letzte Ebene 100 ist klar, das ist nur das Rubinschloss, das ist sonst nichts mehr. Was soll es zumindest so sein? Hey, looking to another girls? Ach komm schon, Asna. Oh Mann, oh Mann. Ja, das Spiel hat so seine Tücken, storytechnisch, interaktiv mit den ganzen Mädels und so. Naja. Wie immer seid, bis zum nächsten Mal. Zurück bei SOW Holofragment. Danke fürs Zusehen und ciao zusammen.